Meine Vorfahren waren ja Sorben. Ich habe als Kind Sorbisch nur gesprochen. Ich habe zuerst dann dazugelernt, das Deutsche. Aha. Ich konnte besser Sorbisch als Kind als Deutsch. Und jetzt ist es fast umgekehrt. Die Assimilation, nicht? Das ist ganz logisch. Ja, man muss sich das auch vorstellen. Nicht? Durch die Entwicklung der DDR, nicht? Zum Beispiel Schwarze Punkte wurde gebaut. Nicht? Ja, und viele der jungen Mädchen haben dort eben gearbeitet. Ja. Und dann sind ein Freund und die haben hergeheiratet. Nicht? Oder Boxberg dann später. Ja. Oder und dann die Tagebau natürlich auch nicht. Die ganzen. Viele sind ja durch den Tagebau hergekommen. Spricht man ja fast nur Deutsch jetzt, ist doch. Meinst du, es war früher schon anders auch, wenn Sie so überlegen? Ja, ich sag ja, die Oma, die hat zwar manchmal ein Wort so oder ein bisschen so manchmal Sorbisch gesprochen, aber wir haben schon immer Deutsch geantwortet und wie es so war. Nicht? Verstehen tue ich ja, wenn so die Menschenfrauen hier sich unterhalten, das verstehen tue ich sie aber. Und haben Sie mit Ihrer Mutter Sorbisch gesprochen? Ach, nicht viel so. Die hat mir Sorbisch gefragt, ich habe immer Deutsch geantwortet, wie es so ist. Ja, also schon so ein Mischmasch, ja. So direkt Sorbisch haben wir auch nicht gesprochen. Haben Sie mit Ihrer Mutter denn noch Sorbisch gesprochen? Nein, die hat mit mir gesprochen Sorbisch, ich habe Deutsch geantwortet. Ich verstehe alles. Ich habe in der Schule, bevor ich in die Schule eintritt, mit jedes Wort Sorbisch gesprochen. Ja. Und da habe ich Deutsch angefangen, habe ich kein Wort mehr Sorbisch gesprochen. Ich habe alles verstanden, ja. Ich verstehe alles. Ich antworte, wenn die hat mich was gefragt, Sorbisch und so, da habe ich Deutsch geantwortet. Sie sagen, das war bei Ihnen mit dem Schuleintritt, ist das so gekommen? Ja. Da war das so der Da war das dann weg hier irgendwie. Dann wollte ich nicht mehr Sorbisch reden. Ich kann reden, aber ich mag es nicht. Das hat sich alles dann so ergeben irgendwie. Da kommen da andere mit dazu, die nur Deutsch gesprochen haben und das ergibt sich dann. Ja. Wir zu Hause haben uns früher nur Sorbisch unterhalten. Ich bin in die Schule gekommen, ich konnte kaum Deutsch sprechen. Weil meine Oma und der Opa, die haben ja auch zu Hause nur Sorbisch gesprochen. Und auch von meiner Mutters Seite. Ihre Eltern, die haben sich ja mit uns auch nur Sorbisch unterhalten. Wie wir dann anfingen, in die Schule zu gehen, meine Schwester ist Jahrgang 47, dann hat das dann schon aufgehört. Ich habe dann zu Hause, weil ich dann mit der deutschen Sprache schlecht zurechtkam, ich bin dann manchmal schon nicht mehr einkaufen gegangen, weil sie mich nie verstanden haben, wenn ich auch Sorbisch verlangt habe. So, und im Deutschen wusste ich dann manchmal nicht, was ist das, ne? So, und da habe ich dann schon Probleme gehabt. Und dann fing unsere Mutter an, sagte, nee, das muss aufhören und wir müssen anfangen, Deutsch zu sprechen. Und ich sage auch, verstehen tue ich noch alles, aber sprechen kaum noch. Dieses Innerliche, wissen Sie, wir sind dann zusammengegangen, wieder aus Hoyerswerda Gegend mit Kindern in die Schule. Da ist von Haus her konnte keiner Sorbisch. Und man wurde dann so ein bisschen verlacht. Ne? Wenn man dann dumm geguckt hat, man wusste nicht, was die von einem wollen, weil man ja, ich hatte ja dann, das ist wie jetzt einer Russisch lernt, ne? So hatte ich echt Probleme mit der deutschen Sprache. Das muss dann so mit 7 Jahren, so wie ich dann in die Schule kam, war dann diese Umwandlung, ne? Dass ich dann echt was gegen Sorbische hatte. Ne? Und da habe ich gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Überall wird man verlacht und. Ich habe dann auch bei uns keinen Sorbischunterricht mitgemacht. Bei uns war ja dann auch in der Schule Sorbischunterricht. Wir haben zwar auch Sorbisch in der Schule gelernt, muss ich ehrlich sagen, da wurde das ganz anders gesprochen, wie wir zu Hause. Und das, was wir in der Schule gelernt haben, das muss ich ehrlich sagen, das kann ich heute auch nicht. Ich kann nur das, was ich hier zu Hause bei der Muttersprache gelernt habe. Bautzen dagegen und so, die kennen ja sowieso alle vielen, die sprechen ja das Sorbische mehr so. Aber hier, wie bei uns hier, unsere Gegend hier, der Schleifer Kirchspiel, das war doch halb Deutsch und halb Mensch gesprochen. Wenn die da singen oder so, singen die ja das genauso in der Sprache, aber wenn jetzt Zweier sich unterhalten, direkt jetzt so wie, wenn ich mich jetzt mit einer Elternfrau oder mit jemandem so unterhalten hätte, da ist auch viel Deutsches dabei. In der Schule, ja, aber das klingt doch nicht. Das kannst vielleicht mit die alten Unis ein bisschen reden und so, aber es wird doch nie als Fremdsprache angezählt werden. Ich hatte 6 Jahre Sorbisch oder so, die erste bis 6. Klasse Sorbisch und dann, jetzt haben sie gesagt, es wird nicht mehr als Fremdsprache angerechnet. Das war ich bloß nur Englisch. Eigentlich ist hier im Dorf so das Sorbisch, das ist gar nicht richtig Sorbisch, die tun, die Warte, die sie nicht kennen, wie Mikrowelle oder so, tun alles Deutsch. Der Mikrowelle kann ich mit Sorbisch. Ja, richtig, vielleicht gibt's nicht. Also das ist halb Sorbisch, ein bisschen Sorbisch und dann ein bisschen Deutsch. Das hörst ja, wenn jetzt eine Oma zu meiner Oma kommt, dann ist Deutsch, Sorbisch, 5 Wörter Sorbisch, 3 Deutsch dazwischen. Das flott langsam ab.